Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich wage mich mal wieder an ein neues Let's Play. Es ist Winter, aber es fühlt sich überhaupt nicht an wie Winter, wenn ich so raus schaue. Es ist nicht wirklich kalt, es hat keinen Schnee und irgendwie habe ich Winter gern und ich vermisse es ein bisschen. Darum habe ich gedacht, hey, jetzt ist es Zeit wieder mal für so ein richtig kaltes Spiel. Ich habe es mir darum bequem gemacht mit einem feinen Tee. Kamille, für die, was interessiert. Und ich denke, ich werde jetzt einfach mal das Spiel auspacken und wieder neu spielen. Das heißt The Long Dark. Einige von euch kennen das vielleicht schon. Ich habe da schon die erste Episode von der Kampagne, von der Story gemacht. Ich kenne das Spiel also schon ein bisschen, es ist aber schon recht lang her. Ich habe dann in der zweiten Episode nicht weitergespielt, aus zeitlichen Gründen, und irgendeinen Faden verloren und es dann ganz aufgegeben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kenne das Spiel ein bisschen, ich komme so einigermaßen damit Schlag, ich bin aber noch weit davon entfernt, ein Profi zu sein. Darum, wenn es da Profi-Tipps gibt zum Überleben, sehr herzlich willkommen in den Kommentaren. Ich persönlich finde, Long Dark ist wirklich das härteste und erbarmungsloseste Survival-Game, das es derzeit vom Markt gibt. Es ist ein Kampf gegen erbarmungslose Kälte, gegen Wetter, gegen Raubtier, gegen ewigen Hunger und eigentlich ist alles ein Verfall angedacht und es ist eine Frage gegen Zeit, ein Kampf gegen Zeit, bis man sich einigermaßen selbst versorgen kann, was aber selber auch wieder sehr schwierig wird und früher oder später wird man einfach sterben. Es gibt Stimmen, die sagen, Green Hell ist auch sehr ein krasses Spiel. Kann gut sein, ich habe es selber nie gespielt, aber so von den Stories oder von den Let's Plays, die ich gesehen habe, kann man zumindest sagen, man kann dort eine ordentliche Basis bauen und sich selber versorgen und dann irgendwann hat man das Überleben gesichert. Das ist etwas, wo bei The Long Dark nicht der Fall sein wird. Fälle sind gnadenlos, werden nicht verzeiht. Und es ist wirklich schwierig auch. Ich werde etliche Mal sterben. Ich werde oft speichern. Ich habe mir vorgenommen, nicht viel zu labern, jetzt nur zum Intro, damit man auch wirklich die grandiose Stimmung von dem Spiel ein bisschen selber miterleben kann, die Einsamkeit und die Naturgewalt, die auf einen einwirkt. Ich habe auch den Ton im Spiel absichtlich eher laut für das Let's Play, weil das alles wichtige Indikatoren sind. Hat's Vögel, die kreisen zum Beispiel und kreischen, dann deuten sie, dass dort ein Kadaver ist, den man untersuchen kann, wo man vielleicht Fleisch bekommt. Man hört natürlich die Wölfe, auch ganz wichtig, dass man die möglichst früh schon weiss, dass die rum sind. Und ja, es ist ein Spiel, das man wirklich mit allen Sinn erleben muss. So, viel labern, viel plappern. Ihr wollt aber etwas sehen. Ihr wollt sehen, wie ich auf die Schnauze bekomme, wenn ich erfriere. Darum machen wir den Story-Mode. Ich möchte wirklich jetzt mal auch die Episode 2 kennenlernen. Ich weiß gar nicht, ob die Episode 3 schon fertig ist. Ich habe sogar gesehen, dass meine alten Spielstände noch vorhanden sind. Ich lade jetzt aber extra weg. Und ich würde sagen, fangen wir an. Legen wir los mit The Long Dark Wintermute. Ja, Schwierigkeitsgrad. Ich muss sich doch mal sagen, es scheint tatsächlich Episode 3 ist raus, ja. Es wird 5 Episoden geplant. Cool, das heisst, wir können sogar 3 Episoden machen. Mega cool. Sofern ich so lange lebe. Jetzt Schwierigkeitsgrad. Schauen wir schnell. Unerfahren. Bedachterkundige Geschichte. Überlebensmechanik sind Einsteiger, schon will ich sie angreifen, sind aber nicht so aggressiv fähig. Erfahrung wird hier nicht allzu häufig. Aber es klingt noch okay. Und gnadenlos. Ich würde sagen, ich nehme mal die goldige Mitte. Ich hoffe, ich will es nicht bereuen. Aber schauen wir mal. Also, los geht's. Now the pale morning sings a forgotten face. She plays the tune for those who wish
wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. Don't you come here and say I didn't warn you about the way your world can alter. And oh, how you try to command it all still. Every single time it all shifts one way or the other. And I'm a goddamn coward, but then again so are you. And the lions roar as me evading and hollering for you. And I never really knew what to do. And every once in a while, I sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me. Astrid. Astrid! The Joker. Feels like another record cold snap on the way. I'd better get a fire going before the pipes freeze up again. Ja, somit sind wir im Spiel. Ich finde es hammermäßiges Intro mit einer perfekten Musikbegleitung. Das suche mir jetzt mal Gänsehaut, wenn ich das wieder schaue. Übrigens, für die, was interessiert, der Soundtrack ist, oder der Titelsong ist von The First Aid Kit und der Song heißt The Lions Roar, für die das selber machen. Noch auf YouTube gehen. Hören, meine ich natürlich. So, also, wir sind da irgendwo in einem Gebäude. Es stürmt. Zumindest sind wir schon mal gut vorbereitet mit der Flasche Schnaps. Und ich muss mich jetzt selber wirklich ganz kurz wieder reinfinden. Das ist Status, Kleidung. Schauen wir dann alles im Detail an, wenn es dann so weit ist. Ich muss wirklich noch ganz kurz wieder ein bisschen zurechtfinden. Blaupause zum Craften. Erinnerungen. Der Hasse-Insel-Hangar sind wir. Da kann man so Schnitt anklicken. Was ich weiss, offensichtlich nicht wahnsinnig viel. Und Karte habe ich auch nicht. Gut, bescheiden. Es ist kalt, wir müssen das Feuer machen. Feuer machen wir in der Regel im Ofen und zum Feuer machen braucht man Streichhölzer. Normalerweise nimmt man ja mit E auf oder interagiert, das ist im Spielball nicht der Fall. Ich muss mit der Maus klicken.
Überall Streichhölzer, 12 Stück. Nehmen wir natürlich, gar keine Frage. Sonst kann ich da nichts machen. Es ist aber wichtig, dass man immer alles genau absucht, weil jedes Item, das man sucht, ist möglicherweise das, was einem einen Tag länger überleben lässt. Zeitungspapier. Für die Sunder das Viertel. A rare Mackenzie family photo. Okay. Miss you, Dad. Nicht Zeitung. Aha, raus kann man da auch schon. Karte. Great Bear Island. Dad used to fly there all the time. He said it used to be beautiful. Not much reason to go there these days, since the quakes and all. Das scheint irgendwie eine Firma zu sein, die Touristen umeinander fliegt. Oder Versorgungsflüge macht, ich weiß es nicht. Zumindest haben wir jetzt einen Hinweis bekommen, es hat irgendein Erdbeben gegeben. Inwiefern das relevant ist, würde ich nicht sagen. Anyway, wir machen ein bisschen vorwärts. Ein Stopp zum Schmelzen von Schnee, Kochen, Wasser, Lebensmittel ist immer Survival Game. Immer ganz coole Sache. Dann haben wir hier Zedernholz zum Rennen, noch mehr Sonderbündel. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie aus Papier. Schauen wir mal noch, was im Hangar gibt, abgesehen vom Flugzeug. Da war irgendetwas. Well, here we are, old girl. Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. And anyways, you're all I've got. I'd sure love to give you one last great adventure. Das ist einmal eine Liebeserklärung. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, wenn ich da jetzt alles einsammle. Ich denke mal, wenn es Story Mode ist, wird das wahrscheinlich nachher wieder weg sein. Aber machen wir es mal richtig, wie man es eben macht. Jetzt muss ich mal schauen, es gibt natürlich dann noch etwas wie Gewichtslimit. Im Moment habe ich 6,18 Kilos, die ich rumschleppe. Ah, da oben sehe ich einen Rucksack. Also ja, passt noch ein bisschen mehr drin. Cheap electric crap. Never works when you need it. Sicher aus China. Oh, Kräutertee, sehr fein. Immer gut, wenn es kalt ist. Was haben wir noch? Damn, I was right. Pipes froze up again. Genau, darum sollten wir ja eigentlich mal ein Feuer machen und noch nicht den ganzen Hangar umeinander lungern. Sonst gibt es da glaube ich nichts mehr. Da ist noch die Tür. Ah, Klo. Zeitung. Das wird wahrscheinlich auch gefroren sein. Ja, es ist toll, so ein Leben im Hangar mit meiner einzigen Partnerin, die ich habe, mein holtes Flugzeug. Draussen ist es kalt, drin ist alles eingefroren, ich kann nicht mal aufs WC. Jackrabbit Remote Transport. 0 flights a day to the mainland communities and, well, anywhere really. Ich merke, dass eine gewisse Melancholie vom Protagonist. Da ist nichts. Also, dann, was ist da? Ist noch etwas? Aha, das ist mein wunderschönes Schlafzimmer, wo all Sünden stattfindet mit meiner Geliebten, wobei ich nicht so recht weiss, wenn ich die da reinbringe. Nicht genug müde für ein Nickerchen. Oh, okay. Those were better days. Okay, da scheint es mal etwas anderes gegeben zu haben als nur das Flugzeug. Nuts and Stuff. Nehmen wir. Da ist nichts, da ist auch nichts. Also, machen wir mal Feuer. Das wird Zeit, ich will aufs WC. Also nehmen wir mal die Rohre. Und diese jetzt mal schnell schauen, wie das gegangen ist. Feuer machen, garen Wasser, das sind die Optionen, die ich da habe. Machen wir Feuer. Wir haben eine Grundchance am Feuer machen 55%. Brandzeit im Moment 33 Minuten, Erfolgschance 55, das ist ja... Aha, gut, das kann man jetzt wahrscheinlich noch erhöhen. Also ich brauche einen Zünder. Zündhölzchen macht Sinn. Ich habe Zunder.
scheint keine Veränderung zu machen. Ich habe Brennholz. Aha. Also. Altholz brennt seit 33 Minuten voll geschossen. 55, das scheint schon deutlich länger und deutlich bessere Chancen. Machen wir mal. Los. Fire! Ich bin Hero. Ah, schön warm. Getting pretty late in the day. Guess I could take a nap. Ja, mache ich immer gerne. Ein Nickerchen oder einen Mittagsschlaf. Ich möchte jetzt aber gleich noch schnell schauen, was ich sonst noch machen kann. Ich kann noch eine Fackel rausnehmen. Ich kann Wasser herstellen, ich kann garen. Den Kochtopf. Scheint nicht zu funktionieren. Wasser. Ah, ich muss natürlich auswählen. Ich hätte nämlich gerne einen Kräutertee. Also kochen. Kräutertee. Ist das Erfolgswahrscheinlichkeit oder ist das, was ist, glaube ich, der Zustand? Geht 10 Minuten. Haben wir doch. Aha, Wasser, ja, logisch. Nur Teebeutel allein geht nicht. Und Wasser. Ich probiere es einfach. Kann nicht machen. Ah, weil ich muss jetzt, glaube ich, den Kochtopf liegt da oben. Ah, genau. Also, dann mal Schnee schmelzen. Ein halber Liter lang nicht. Minuten. Kann ich beim Feuer Brennstoff hinzufügen? Wenn ich jetzt da ist die Zeit, das ist die Heizleistung, 6 Grad ist wahnsinnig viel. Okay, wenn ich Holz drin tue, dann brennt es länger und es wird heißer. Okay, also ausprobiert. Und ich kann eine Fackel nehmen. Aha. Okay. Löschen. Nein, ich wollte nicht den Hangar anzünden. Nein, nein. So. Und wenn ich es jetzt lösche, ist sie logischerweise gelöscht. Und ich habe sie da, aber muss sie wahrscheinlich mit Zündhölzer wieder anziehen. Okay. Das sind so ein bisschen Basics. Sorry, ich wollte euch nicht wirklich jetzt... mache ich das wieder weg. Wie mache ich leere Hände? Mein Gott, das ist echt zu lang her. Mit den normalen Shortcuts kommen wir überhaupt nicht ins Zahlen. Ich weiß nicht, packt er mal die Fackel in der Hand. Ich frage mich jetzt gerade, sind das Realtime? Also der Schnee ist... Genau, das hat dann noch so ein System. Der Schnee ist jetzt geschmolzen. Aber das Wasser ist noch unsicher. Das heisst, ich müsste jetzt noch aufkochen lassen. Ich habe jetzt die Zeit übersprungen. Jetzt ist es gekocht, jetzt ist es safe. Das heisst, ich kann es jetzt nehmen. Ich will den Kochtopf wieder haben. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich den Tee anbringe. Ah, das wäre jetzt zum... Aber wie stecke ich denn die blöde Fackel wieder weg? Hallo, Fackel, komm weg! Kann ich nämlich nicht mit dem Ofen interagieren. Mein Gott, ich glaube, ich muss schon zuerst mal Google fragen. Crouch. Oh je. Steuerung. Ist jetzt nicht wahnsinnig... Ah, das sind Tasten. So, ach so. Weglegen. Aber weglegen will ich eigentlich nicht. Ich bin glaube jetzt wirklich zu blöd für das Spiel. Rucksack, Kleidung, ne? Oh, das weglegen, probieren wir mal.
Ah ja, okay. Gut, haben wir das erklärt. Ich meine, lieber jetzt als nachher nicht raus, wenn es dann ernst geht. Ich wollte garen mit einem Kochtopf und zwar Tee. Ah, sehr schön. Geht jetzt noch 10 Minuten. Ist natürlich alles nicht Part vom Tutorial, aber so viel Zeit muss sein. Und ich würde sagen, das war schon mal die erste Episode gewesen. Es ist noch nicht wahnsinnig viel passiert. Wir haben ein schönes Intro gehabt, wir haben sehr viel Gequatsche von meiner Seite. Und der Tee ist jetzt fast fertig und den trinken wir in der Episode 2. Bis dann, tschüss!